willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin wieder mal da mit meinem absolut special Guest. Und zwar Miss Bett. Okay. Und zwar mit meinem Bruder. Ja, vielleicht kennen die einen oder anderen. Willst du dich kurz vorstellen? Ich bin der Cedric. Gut, das ist also gewesen. Wir haben heute ein ganz spezielles Video, nämlich werden wir gegeneinander antreten. Übrigens, hinter der Kamera ist meine Mom. Hallo! Und sie wird uns ein paar Fragen stellen. Und zwar sind das so Wissensfragen, oder? Und ja, in dem Video werden wir eigentlich herausfinden, wer von uns dümmer oder auch gescheiter ist. Und ja. Ja, ich kann schon mal in die Kommentare schreiben, wer Du machst mich wahnsinnig, mach nicht das! Hör auf deine scheiß Beißfrage! So! Nein, du musst nicht einfach... Wenn du anfängst reden, musst du nicht klatschen. Okay! Schreibt doch in die Kommentare, wer vermutet, wer von uns dümmer ist. Liebe Kunden, und ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal mit dem Video an. Let's go! Ciao. Also ich habe über verschiedene Bereiche euch Fragen gestellt. Es können Schulfächer sein oder auch sonst verschiedene Bereiche, wo man ein bisschen sein Wissen präsentieren muss. Yeah. Weil du eine Schweizer YouTuberin bist, geht es oft in den Fragen um das Thema Schweiz. Ich habe keinen Plan über die Fangen wir doch gerade mal an mit der ersten Frage zum Thema Mathematik. Oh nein. Was ist die Wurzel von 289? Ja, keine Ahnung. 15? Nein, 14. Ich habe keine Ahnung. Kann nicht 14 sein, müssen gerade sein. Ungerade. Hä? Ich sag mal Wieso ungerade? 17. 17 ist richtig. Korrekt. Wieso ist 17 richtig? Ja, es muss ja ungerade sein, weil 289 kann nicht irgendeine hoch 2 sein von einer geraden Zahl. Also 14 kann nicht sein. Kommen wir zu der zweiten Frage. Das Thema Märchen. Welches ist bei den Bremer Stadtmusikanten das zweitoberste Tier? Katz. Seht ihr ein bisschen schneller? Ja! Politik. Dritte Frage. Nehmt mir zurzeit amtierende Bundesrätin. Doris Oh, die Maurer, ich wollte sagen. Aber es ist doch eine Frau, oder? Nehmen wir. Ja, Doris würde ich sagen. Simonetta Sommaruga. Ja, Das ist die einzige, die ich kenne, glaubst du? Vierte Frage ist Geschichte. Oh nein. Wer sitzt auf dem Grossen Münster in Zürich? Eine Stadt, die Grosser Stadt. Karl der Große. Das ist gleichzeitig. Aber das sagen grosser Karl. Aber ich hätte es nicht gewusst, ohne die Deal. Fünfte Frage Deutsch. Wer kann aufzählen? 6 Modalverben. Können, mögen, sollen, wollen, dürfen. Das ist alles. Müssen. Müssen. Ja. Ja. Nein. Können, wollen. Das sind 6. Ja. 6. Aber du hast gesagt 5. Nein. Doch, sie hat gesagt, zähl 5 auf und ich habe 5 aufgezählt. Ich habe 6 gehört. Ich habe auch 6 gesagt. Wirklich? Du kannst nach dem Video schauen. 6. Frage. Geografie. Welcher Fluss fließt durchs Wallis? Wallis, ich weiß nicht. Oh. Ich habe keine Ahnung, ich kann jetzt mich nur blamieren. Sen? Keine Ahnung. Erster Ich Tipp. kann dir nicht zu Paris. Erster Tipp. Buchstabe R. Ri. Ri. Kann der mit der? O. Ro. Immer noch keine Ahnung. Ro. N. Drohne. Nein. Keine Ich habe Ahnung. auf ersten Platz gehabt in der Geografie. Ich habe habe vielleicht eine keine Ahnung, aber es Ahnung. ist keine Ahnung. Okay, ihr werdet in die Kommentare, wenn ihr heftig... Niemand weiss, was ist Nein. Rhone. Drohne. Niemand weiss, was Rhone ist. Gut, 7. Frage. Chemie. Oh. Was ist Na? NA. Natrium. Shit. Ja. 8. Frage. Französisch. Was heisst auf Französisch Regenmantel? Le Permeable. Oh, ich bin so gut. Also Wieso weiss ich das? jeder, der mal die Aufnahmeprüfung Ja. machen muss wissen, was Regenmantel auf Französisch heisst. Kommt garantiert. Ja. 9. Frage. Englisch. Was heisst auf Englisch Gesundheit? Bless you. Santé. Scheiße. Mit H. Health. Ich weiss das, weil die Mara hat so ein Fach in der Schule, was heisst, es heisst auch Health. Das geht auch. Wenn man so Wörter muss übersetzen, bin ich gar nicht. Hey, das ist so gut, er ist so gut in Englisch und ich bin so scheiße. Ja, Ich wenn bin jetzt gerade so Wörter geil. übersetzen, muss ich mit einem Satz probieren, Bilder im Kopf, Ja. vielleicht so direkt übersetzen. 10. Frage. Biologie. Oh. Welches Organ ist zuständig für die Speicherung von Glykogen und Vitaminen?
in der Plasmatisch-Kolumne. Nein, das ist... Ein Organ. Oh, Scheiße. Es baut Giftstoff ab. Ja. Leber. Scheiße! Leber. Gut. 11. Frage. Musik. Oh. Wer singt Musik in der Schweiz? Musik aus der Der Blick. Schweiz. Der Blick. 12. Frage. Film. Wie heisst der neueste Schweizer Film? Schweizer Film. Ich will. Ja. 13. Frage. Sport. Schweizer Fußball. Wer ist zurzeit auf Platz 1? IB. Nein, ja stimmt! Du hast nur IB gewusst. Nein, ich kann schon ein paar, aber ich weiss nur, weil mein Vater IB-Fan ist und du eigentlich auch. Nein, ich muss. Ich muss auch. 14. Frage. Literatur. Wir haben das Thema Wilhelm Tell. Tell. Welcher Schriftsteller hat das als Bühnenstück geschrieben? Ein ganz berühmter Schriftsteller. Welches? Oder Dichter. Beethoven. Friedrich Schiller. Ja. Wirklich? Das ist der einzige, den ich kenne. Literatur, das war vorhin Literatur A, jetzt kommt Literatur B. Ja, nice. Wie heisst denn der Sohn von Wilhelm Tell? Dem musste den Äpfel vom Kopf abschiessen. Keine Kevin. Weiß doch nicht. Ganzer Name? Du hast einen Kollegen, der sagt. Simon. Nico. Ja, Moment, Angelo. einmal falsch, mein Punkt. Nein. Okay, ein kleiner Tipp. Also, er ist mit ihr in die Schule gegangen. Philipp Tell. Mit W. Wen? Walter Tell! Walter. 15. Frage. Familiengeschichte. Von uns. Ja. Von unserer Familie, okay. Nennen wir einen Vornamen von einer Urgroßmutter von Alter, euch. keine Ahnung. Chichi Grossmann. Ihr habt 4 Urgroßmutter. Hulga. Hulga. Wieso weiss ich das? Wie? Holga! Holga. Ich kann Holga? nicht. Ich habe zuerst Holga gesagt. Hulda. Hulda! Wer hat jetzt den Punkt? Niemand, wir haben beide nicht. Was ist Hulda? Hulda, ja. Ist 16. Frage. Kunst. Oh. Ade. Umkehren. Sicher, wer das gemalt hat. Genau. Okay, warte schnell, ich muss schnell das zeigen. Das Bild heisst Rückzug bei Marignano und es hängt, oder es ist im Zürcher Kunsthaus und es ist riesengroß. Da ihr ja schon mal mit uns im Kunsthaus sind, könntet ihr euch an das Bild erinnern. Wer hat das gezeichnet? Wer hat das gemalt? Hodler. Hast du es gelesen? Hodler, welcher Mensch heisst Hodler? Der Ferdinand Hodler. Hure Geht der gestanden. Punkt an mich? Hodler. Ja, Geht der Punkt an mich? das ist sehr ein berühmter Schweizer Künstler. Der Du machst Hodler. dich lustig über ihn. 17. und letzte Frage. Oh Gott. Zurzeit hat es überall feine Schokihasen. Wer nennt mir zuerst 3 Schweizer Schokihersteller mit Moment schon L, F und C? Lind, Frey, Frey und... Lind. Was ist C? 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 Kambli. C. Das sind Gutzli. Geie. Ich hab dich genudelt. So, und weil ihr das beide so gut gemacht habt, dürft ihr jetzt beide noch in den Schokihasen reinbeissen. Yeah! Doch, komm, jetzt beiß mir nicht. So wie so ein Strauch. Wie will ich da reinbeissen? Das war dran. Ich kann nicht da Beiß reinbeissen. ich jetzt da. Au! Geht's nicht? Ihr beißt ein Ohr ab. Oh! Das war mit unserer Challenge, oder wie man die auch immer nennen kann. Danke Mami für die sehr interessanten Fragen. Ja, schreibt doch einen Kommentar, ob ihr das auch gewusst habt oder einfach, ob wir einfach absolut dumm sind. Ich weiss jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wer von uns gewonnen hat, aber ich habe es ja eingeblendet. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, gebt doch unbedingt einen Daumen nach oben, dann sehen wir das und können vielleicht sogar einen zweiten Teil drehen, keine Ahnung. Und wenn ihr kein Video von mir verpassen wollt, dann abonniert mich doch. Da könnt ihr einfach auf den roten Abonnier-Button klicken, wenn er noch nicht grau ist. Und wenn ihr eine Benachrichtigung wollt, dann könnt ihr euch einfach die Glocke aktivieren. Willst du mir mal zeigen, wie man das macht? Was? Was? So! Bam! Aha! Dann schaltet doch am nächsten Sonntag am 14. Uhr wieder ein. Tschüss!